Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Es ist ein Start zum Vergessen auf der Oberarioch-Hütte. Das hört nicht mehr auf mit Schnee. Boah, da hat es wieder viel hergehauen. Spinni. So haben sich die Brigitte und der Corsin die neuen Hüttenwärts ihre erste Wintersaison nicht vorgestellt. Jeden Tag Schneeschaufeln. Schneeverweg. Lawinenschnee. Also heute früh habe ich mir schon gedacht, jetzt muss einmal ein Ende her. Heute früh war ich ein bisschen angefressen, also ein bisschen sauer. Ein Winter in den Bergen, hoch oben im ewigen Eis. Da leben und arbeiten die Hüttenwärter für die Gäste aus der ganzen Welt. Es ist ein ständiger Krampf, drinnen in der Küche und draussen im Schnee. Das ist SRF bei den Leuten, Winterhüttengeschichten. Brigitte Parson und ihr Mann, der Corsin Flepp, sind auf dem Weg zur Oberarioch-Hütte im Wallis. Sie sieht aus, als hätte man sie an Felsen angeklebt. Direkt vor der Hütte kann man mit dem Heli nicht landen. Es ist viel zu stotzig. Der Landeplatz ist drum auf dem Gletscher unten dran. Aber die Pickel nehme ich schon mal raus. Haben wir den schon mal zur Hand? Ist immer Die gut. zwei haben einen ziemlich gleichen Einstieg vor sich. Morgen ist schon Saisoneröffnung. Und vom Helilandeplatz bis zur Hütte rauf ist es eine Kletterpartie. Der Zustieg zu dieser Hütte, zur Oberarioch-Hütte, ist ja schon sehr alpin. Und der kann auch jetzt im Winter komplett vereist sein, dass man Steigeisen braucht, dass man vielleicht sich sogar sichern muss. Also da ist alles, von 0 bis 10 ist alles drin. Heute ist es fast eine 10. Ein Klapp Schnee hat es gegeben. Ja, jetzt ein bisschen ein grosser Tritt. Du musst hier schauen, wie es geht. Die Faszination ist einfach die Lage, wo sie ist. Oder? Ich glaube, es gibt wenige in der Schweiz, die so eine Lage haben. Dann kannst du dich festheben. Sie liegt am Hang. Ja, man muss fast raufklettern. Und wenn man dann oben ist, hat man eine geniale Aussicht. Der Corsin und Brigitte gehen häufig zusammen zu Berg und haben Erfahrung. Ja, man muss hier ein paar Stegentritte raushauen, das ist hart, damit man die Füße für die Schuhe herlegen kann. Da hat es dann wieder eine Kette. Geht's? Alles Paletti, alles gut. Die Querung oben vielleicht noch ein bisschen, aber dann ist es gut. Für mich war der Gedanke immer, wie ist der Weg zur Hütte rauf. Und dann schon Tage voraus habe ich gedacht, weil ich gewusst, es ist steil, es kann easy sein, muss ich Steigeisen schon sofort anlegen oder geht es ohne, oder? Können wir rauf mit Seil, ohne Seil, das war bei mir immer im Kopf. Beim letzten richtig steilen Stück vor der Querung zur Hütte hat es immerhin eine Leiter. Okay, da kann man sich festhalten. Die Hütte und der Weg dazu sind so ausgesetzt, dass es eine Schutzgalerie gegen Lawinen und Steinschlag braucht. Jo! Woo! Gut. Super. Von so einer kleinen und abgelegenen Hütte haben die zwei schon lange geträumt. Wo ich die Ausschreibung gelesen habe und im Internet mir die Bilder angeschaut habe, und dann hat es so gemacht, weil ich dachte, da will ich hin. Gletscher, Einsamkeit, eine ursprüngliche Hütte.
Das Matterhorn, schau. Ja. Der hat einen Deckel. Aha. Ja. Wie immer? Oder wie oft? Wie oft? Ja. Man muss ein bisschen heulen. Einfach nur super schön. Ein Traum. Ja, von oben auch. Na, es ist wunderbar. Ganz toll. Gut. Das sehen wir jetzt ein paar Mal hier. Ha? Okay. Schauen wir da, wie es aussieht. Neue Sättli. 3,52. Es gibt noch viel zu tun. Jawohl. Für morgen sind die ersten Gäste angemeldet. That I call my home. Bist du bereit? Ganz anziehen. Gut. Und go. Alle, komm, drück. Und anziehen. Drücken. Anziehen. Und noch einmal. Komm, go. Und anziehen bis zum Schluss. Jawohl, und Pause. Sehr gut, geschafft. Der Hüttenwart Dario Andamatta hat lange auf diesen Tag geplant. Das Gleiche noch mit links machen. Letzte Wintersaison hat er sich beide Achillessehnen gerissen. Nach der Operation hat er monatelang wieder die Kraft aufbauen. So. Heute kommt es aus, ob der Doktor grünes Licht gibt, dass er wieder auf die Ski und so auch auf die Hütte kann. Schmerzen sind eigentlich nicht mehr vorhanden. Es ist mehr so, ja, jetzt ist man gespannt, was bringen wir an Kraft auf das Gerät. Und dann sehen wir euch mal, aber, wie weit sind wir und ist es wirklich so weit bereit. Passiert ist es bei der Abfahrt von seiner Hütte, der Britannia-Hütte im Wallis. Und wieder ganz anziehen. Sehr gut. Und nochmal ganz zurück. Und Pause. Der Unfall ist jetzt 8 Monate her. Am Anfang hatte ich wirklich das Gefühl, ja, das wird eine lange Geschichte. Werde ich jemals wieder auf die Ski gehen? Und es ist natürlich wichtig, dass man aber gerade mit Ski, mit Tourenski oder mit Schneeski im Winter die Hütte erreichen und und dann kommt natürlich der Sommer auch noch dazu, quasi 1,5-stündige, 2-stündige Aufstiege, manchmal mit schwerem Rucksack und da brauchst du natürlich 2 funktionierende Achillessehnen. Statt im Sommer auf seiner Hütte oben war er immer wieder da in der Spezialklinik zu Muttenz. Ja, machen wir das? Ja, ciao. Guten Morgen, wie geht's? Ja, gut, Mama, du siehst, Geht's voran? Es rückt an das Ende, an das hoffentlich positive Ende. Gell? Bestimmt. Genau. Okay, bin ich gleich gespannt auf die Ergebnisse. Ja, das bin ich auch gespannt. Ja. Genau. Danke schön. Merci. Gut, dann darfst du gerade Platz nehmen auf der Liege. Einfach hierher sitzen, auf den Rücken liegen. Ganz hinten. Ja. Genau. Gut. Jeden Winter parkieren Jill Lukas und der Daniel Siedler ihr Auto für 4 Monate hier oben auf dem Julierpass. Wir hoffen, dass wir zwischendurch nicht da sind, weil sonst ist vielleicht irgendetwas nicht gut. Und sonst ist es schön, wenn man jetzt das Auto da gut parkiert hat und das wartet auf uns. 2 alte Hasen seit dem 19. auf der Jenatsch. Und es kribbelt immer noch, wenn es nach der Sommersaison wieder auf die Hütte geht. Letztes Jahr ist die Leitung eingefroren, die Wasserfassung vom Bach bis zum Kiesabscheider. Und dort bin ich wochenlang jeden Tag so bis knapp über Ellbogen im Bach rausgelegen, um die Leitung wieder von Hand aus schaufeln. Ist natürlich schon auch ein bisschen die Anspannung da. Jetzt die letzten Tage ist immer neben der Freude auch vorhanden, dass man dann ein bisschen angespannt ist, weil wenn es nicht funktioniert, ist wirklich, kann es mühsam werden und auch teuer. Und, ja. LVS angestellt. Ja, gut. Vom Julierpass aus ist es eine Skitour von 4 Stunden bis auf die Hütte. What would you do if it all came back to you? Each crest of each wave, bright as lightning.
wenn man die Aussicht sieht. Es ist so schön. Man ist draußen, man ist vielleicht allein. Everything behind, even though for once you're shining. Standing on high. Die zwei sind seit 18 Jahren ein Paar. Und in den Bergen, da sind sie daheim. Es ist auch ein schöner Weg zur Arbeit, oder? Besser wie im Gubrist im Stau stehen oder so. Da unten sieht man sie. Ganz klein. Ja! Yeah! Sie ist noch da. Das Dach ist frei, gibt warmes Wasser, gibt ein bisschen Strom. Beruhigt gerade ein bisschen, macht es angenehmer. Und ja, jetzt Pulverabfahrt bis auf die Terrasse fast. Was will man mehr? Das ist unsere Welt. Sehr puristisch, aber sehr viel Energie und Kraft. Und die Schlichtheit, die Schönheit von der Natur, das ist einfach ja, jedes Mal ergreifend, wenn man so in den Bergen ist. Jill und Dani haben heute sorgfältig eingewintert. Müssen wir hier schauen. Aber das ist keine Garantie, dass jetzt alles gut ist. Strom läuft. Strom hat die Batterie gut da. Das heisst, das ist schon mal wichtig, dass Strom läuft. Minus 2 Grad. Oh, das ist fast warm. Ja. 10 Grad wärmer wie sonst. Das Sorgenkind von Dani ist die Wasserfassung. Und die verläuft weit unter den Hütten am Hang. Wenn es kein Wasser hat, dann ist irgendetwas mit der Leitung nicht gut. Da rollen sich die Zehennägel auf und dann weiss man, jetzt könnte es mühsam werden. Irgendetwas rauscht, Erfassung. Entweder Wind oder Wasser. Der letzte grosse Test für den Dario Andermatt. Dann nicht mal nach hinten wegdrücken. Jawohl. Macht das weh? Nein, das ist gut. Innenseite auch? Ja, also vorne gut. An den Zehen? Gut, ja. Okay. Kannst du wieder dich umdrehen und Schuhe und Socken wieder anziehen. Ja. Und dann wird man noch die Besprechung machen. Der Arzt muss entscheiden. Darf der Dario wieder auf die Ski und so auf seine Britannia-Hütte rauf? Gut, also insgesamt muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Du hast beidseits eine sehr schöne Kraft wieder aufgebaut. Und das wird auf jeden Fall ausreichend sein für eine sehr gute Funktion, sowohl im Alltag als auch in deinem anstrengenden Job, als auch im Freizeitsport. Von dem her kann man sagen, auf jeden Fall grünes Licht jetzt für den Return to Sport, für die Freigabe, für die volle Sportfähigkeit. Beim Skifahren ist es natürlich ein bisschen schwieriger, mit dem Return to Sport das zu steuern. Da würde ich empfehlen, den ersten Skitag auf jeden Fall ein bisschen langsam angehen, vielleicht einen halben Tag machen, weil wir wissen auch, dass in den Sportarten, wo die Verletzung stattgefunden hat, haben die Patienten manchmal mental noch ein bisschen Blockade oder tun sich schwer. Und deshalb ist es da ganz wichtig, dass man wieder einen richtig guten Start, einen langsamen Start in dieser Sportart dann erwischt. Super. Ja, jetzt ist quasi ein Stein vom Herzen gefallen, aber wie gesagt, das ist doch jetzt eine lange Zeit gewesen. Und am Anfang haben wir das Gefühl, ja, das geht ewig und ja, es braucht wirklich viel Geduld und Disziplin aber mit einer also Professionalität ist das alles zusammen so gekommen, wie wir alle verhofft haben. Und jetzt bin ich glücklich, dass es losgeht. Ja. Merci vielmals dem ganzen Team. Mit dem Helikopter kommen regelte Leute auf die Oberariachhütte. Unsere Indianer
Die können helfen schaufeln. Nein, das sind Leute vom SAC Biel. Die können helfen schaufeln. Da vorne haben wir ja Schnee ohne Ende und das ist gute Hilfe. Wir machen noch den auf, damit wir das Licht haben, weißt du, im Raum. Und sie können schaufeln, wir reinheizen. Und mal schauen, wie viel aussteigen. Da. Die Hilfe der Sektion braucht es. Schon morgen geht's los. Es ist Saisonstart. Saluti! Ja, das ist feierlich. Daniel. Hoi. Hoi. Ciao. Herzlich willkommen. Gut, da, ha? Neue Hüttenwacht. Ja, danke. Ja. Brigitte. Auch. Brigitte, merci. Herzlich willkommen. Hoi. Danke. Hoi. Brigitte. Gut. Schön, hat es geklappt. Ja. Wunderbar. Ja. Besseres Wetter kann gar nicht sein. Ja. Am Montag kommen 2 oder 3 Versorgungsflüge. Dann möchte ich mal das so hoch haben, wie wir das Gelände kennen, einfach bis hierher. Bis hierher, vorne wegschaufeln, über Schmied, über. Einfach immer über, dass wir frei haben, hier, dass die 3 Flüge hier Platz haben. Gut. Die Männer müssen sich sichern. Das Geländer ist in dieser Saison komplett zugeschneit. Und keine Absturzsicherung mehr. Ich mache das jedes Jahr, aber so viel Schnee habe ich noch nie gesehen, für ehrlich zu sein. Das ist super. Also ich freue mich, weil der tut so ein bisschen den Gletscher füllen. Und der Schnee wird auch im Sommer nicht alles weg sein. In den letzten Jahren im Sommer hat es so wenig Schnee gehabt. Die Spälze waren alle offen und da war es nicht einfach zum auf und runter zu kommen im Sommer. Und in den Führern heisst es ist ein einfacher Gletscher. Und das hat nicht mehr gestimmt jetzt in den letzten Jahren. Es ist ein Krampf da oben. Auf 3250 Meter über Meer. Schaufeln, pickeln und auch noch freiwillig. Ich hatte heute den ersten Helikopterflug von meinem Leben. Einfach für hier zu schaufeln. Ja, schon cool. Jawohl! Die Wintersaison ist eröffnet. Weißt du, die Größe der Hütte, das ist noch eine richtige Hütte. Das ist noch eine richtige Hütte, wie es früher hatten. Heute die grossen, die siehst du, die grossen, das sind eher, die gehen schon in Richtung Hotels und so. Weißt? Und das kannst du sagen, das ist nochmal eine Hütte, oder? Du musst auch für die Leute, wenn sie hier kommen, dann musst du sagen, das ist halt eine Hütte, wie es früher ursprünglich war. Du siehst am Bau, du siehst an der Küche, du siehst am Ofen, oder? Und das ist eigentlich das, was schön ist. Gell? Wo bist du? Kochen. Bist du auch stolz, oder? Ja, sicher. Gut, machst du eine Suppe? Ich mache eine Suppe, ja. Gut, mach eine Suppe. Morgen sollten die ersten Bergsteiger hier an der Theke stehen. Stand heute, ein paar haben abgesagt, aber ich weiß jetzt nicht genau, den Stand müssen wir nachschauen, ob noch weitere abgesagt haben. Sonst wären eigentlich morgen die ersten. Aber ich kann nicht sagen, wie viel. Es ist alles ein bisschen unsicher mit den Gästen, weil das Wetter am Kippen ist. Auch die Männer vom SAC wissen noch nicht so genau, was sie morgen erwartet. Mal schauen, wie das Wetter heute spielt. Sie wollen mit den Ski runterfahren. Ja, wir wissen es nicht. Also, ja, es sieht nicht so gut aus.
sehr bewölkt und bis stürmisch und Wind und Schnee. Ja. Und wir müssen jetzt mal schauen, ob wir eben ein Zeitfenster haben am Nachmittag oder am Morgen und wir runterfahren können. Ja. Der Daniel schaufelt die Wasserfassung für die Natschhütte frei. Hoffentlich ist die Leitung nicht eingefroren. Wenn es da oben aussteigt und du kommst rauf, das weisst du nicht vorher. Und ja, wenn etwas eingefroren ist, das kann immer passieren. Egal wie gut dass man alles eingewintert hat. Und ja, dann ist man schon ein bisschen nervös. Wenn jetzt da kein Wasser von oben kommt, dann kann die Pumpe auch kein Wasser auf die Hütte bringen. Und dann haben wir heute Abend kein Wasser. Und das Problem, ja. Jetzt kommt es aus. Das Wasser rauscht. Ich glaube, es hat funktioniert. Ja, es rauscht. Jetzt können wir den Abend geniessen, wenn die Pumpe auch noch funktioniert. Das heisst, vom Bach bis dahin haben wir jetzt schon mal Wasser. Jetzt müssen wir es noch ins Haus bringen. Der Daniel ist auf dem Bauernhof aufgewachsen und hat dann an der ETH Umweltingenieur studiert. Das alles hilft ihm jetzt bei seinem Job als Hüttenwart. Turbine wieder einbauen. So. Ich hatte vom Studium her schon sehr viel so technische Sachen gehabt, mit Wasserkraft, Wasserversorgung. So hat jeder seine Skills, seine Fähigkeiten, die er mitbringt, und den Rest muss man sich aneignen. Wenn irgendetwas fehlt, wenn ein Techniker kommt, Sanitär kommt und dann merkt eine Dichtung fehlt, ja, und dann zu Fuß hast du wieder 4-5 Stunden raus. Helikopter kostet 1000 Stutz, dann musst du irgendeine Lösung finden. Und von dort her, man kann nicht einfach schnell irgendetwas machen. Wir schauen, dass wir genug Möglichkeiten und Material da haben, wo wir dann halt basteln und werkeln und bröseln und irgendetwas ausprobieren mit Ducktape und Sekundenkleber und Kabelbinder. Sind die besten Freunde, die man heute hat. Und dann muss man mit dem eine Lösung finden, die man hat. Und schauen, dass das wieder mindestens mal zu laufen kommt. Jill und Dani sind ein eingespieltes Hüttenteam. Die Turbine ist eingebaut, sollte laufen. Okay, dann soll ich... ich kann schauen wegen dem Strom, ja. Genau. Okay, go! Der Druck steigt schon. Sieht nicht schlecht aus da. Bis jetzt sieht es gut aus. Jetzt, der Druck steigt, das heisst, wenn das Wasser höher steigt in der Leitung, ist mehr Druck drauf. Und die Pumpe drückt jetzt Wasser in die Hütte. Ja, tipptopp. Das läuft. Sehr gut. Tipptopp. Sehr beruhigt. Jetzt haben wir noch ein bisschen vorbereitet, für wenn die Gäste kommen, das ganze Haus noch wieder das Wasser einfüllen und putzen. Und, ja. Es hat Wasser, aber es ist immer noch unter 0 Grad in der Hütte. Wenn wir zuerst einmal führen, wenn man raufkommt, dann braucht es ein bisschen Starthilfe. Weil dann ist alles so kalt. Sonst wird das nicht. Jill kommt aus Luxemburg. Sie ist studierte ETH-Bauingenieurin und kennt von dort her ihren Daniel. Nachher können wir da ein bisschen warmes Wasser drauf machen, dass wir dann Tee und ein Süppli machen, dass wir etwas Warmes zu Nacht haben und etwas Warmes zum Trinken.
die wollen wir auch nicht, dass sie gefriert. Das ist die auch mal da unten. Dann wieder aufnehmen. Der Stecker ist dort hinten, den müssen wir nachher in der Stube einstecken. Aber schau mal dort. Es gibt auch nicht von Norden irgendwie Pulver, Kaffee trinken, aber wir sind 7 Monate im Jahr auf der Hütte und so einen guten Kaffee auf der Terrasse trinken, ist ja schon etwas Wichtiges für uns und auch für die Gäste. Also viele Gäste, wenn sie sehen, dass es eine richtige Kaffeemaschine hat, dann bestellen sie auch das Kaffee oder das Cappuccino. Morgen bringt der Heli die Ware für die ganze Saison. Da hat Jill immer ein bisschen Angst. Dass sie irgendetwas vergessen haben zu bestellen, gibt es vielleicht keine Eier oder Wenn ein Lieferant sich das einen falschen Tag eingetragen hat oder so und dann hast du einen Helikopter und kein Fleisch drin, dann muss man halt dann, kreativ werden. Wenn man einen Plan hat, ist gut, ohne Plan geht es nicht, aber funktionieren tut es nie. Also es kommt immer anders. Saas Fee im Wallis ist Dario Andermatt in den Startlöchern. Vor 10 Monaten war seine letzte Wintersaison knall auf Fall vorbei. Ich bin von der Britannia-Hütte ab ins Tal. Und bei der dritten Kurve sind wir beide Ski unter der Firn, unter die harte Schicht gegangen. Und die Ski haben einfach sofort in dem Schnee gestoppt. Mich hat es vorausgeriert, bis beide Achillessehnen gleich umgerissen sind. Ich habe noch probiert, quasi einfach mal den Ski zu lösen, die Bindung aufzumachen. Der versucht aufzustehen. Aber du hast nicht einmal aufstehen in der Tourenski. Also in den Tourenschuhen hast du ja eigentlich wie einen Gips. Das sollte ja eigentlich haben. Aber durch das, dass die Achillessehnen beide durch waren, habe ich überhaupt gar nicht mich mehr haben. Es hat mich einfach seitlich vorwärts oder hinten ausgeriert. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwas ist da effektiv nicht gut. Es ist nicht der erste schwere Skiunfall, wo die Lebenspläne von Dario über den Haufen geworfen haben. Mit 2 Jahren bin ich auf der Ski quasi aufgewachsen. Und dann eigentlich leidenschaftlich Rennsportler gesehen, bis dann in der Abfahrt alles hat gehen. Habe ich wirklich beide Knie ruiniert und durch das ist meine Karriere beendet gewesen. Ich bin immer so ein kleiner Draufgänger gewesen. Ich weiss, früher sind wir da von den Dächern auf die Dächer gesprungen und mein Traumjob wäre es immer gewesen, Stuntman zu machen. Aber das ist dann nichts geworden. Aber dafür habe ich nachher dann hier, man sieht auf den Bildern da, der Fireman ist entstanden. Das heisst, in der Fackelabfahrt, in der Snow and Style Night von Saas Fee, habe ich dann selber mir etwas gebastelt mit einem 4-Fest-Anzug und bin dann quasi brennend am Schluss den Hang runtergefahren. Und das war immer so ein Nervenkitzel gewesen. Aber jetzt, glaube ich, mit 52 kommt man doch jetzt so ein bisschen zurück. Und ein bisschen in die ruhigere Phase. Zum Glück. So, dann haben wir hier einen bereit für die Piste. Jetzt hoffen wir, dass das auch körperlich funktioniert. Und dann sehen wir, wie weit dass wir kommen. Der Dario ist bereit für die Skitour auf die Hütte. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Auf der Oberarjoch-Hütte ist die Schlechtwetterfront da. Die SSC-Gruppe will ins Tal. Sie riskieren sonst, dass sie hier oben eingeschneit werden. Merci vielmals. Ciao, gell? Merci fürs Schaufeln. Da die Powermänner. Danke fürs Ciao, gell? Kommt gut ab. Und wenn wir drinnen sind, rufen Sie an. Bitte. Ja, so gerne, ja. Und so schalten, wenn es nicht gut ist, zurück und da ist genug Platz. Es lohnt sich nicht, oder, da etwas riskieren. Es ist noch ein Haufen Gerstelssuppe da. Das hat auch noch andere Sachen. Mit dem Ski über den Gletscher bis ins Tal runterfahren ist an einem Tag wie heute nicht ohne. Das weiss ich. Es ist tief unter Null und ist unleid. Ja, jetzt ist es wieder schlechter. Kommen wir gut heim und nochmal, wenn es nicht geht, zurück.
Schorven. Die Gruppe muss zuerst vor Hütten auf den Gletscher runterklettern. Und dann im stockdicken Nebel mit dem Ski angeseilt weiterfahren. Das Ziel ist Viersch. So wie ich jetzt gemerkt habe, die 2 Tage sind das erfahrene Leute, das kommt schon gut. Ich habe ihnen gesagt, wenn es nicht gut ist, sollen sie zurückkommen, nichts riskieren. Und wenn sie runter sind, sich zurückmelden, ist wichtig, dass wir wissen, dass sie angekommen sind. Ich glaube schon. Das Wetter sollte auch ein bisschen besser werden. Wünschen wir ihnen viel Glück. Der Wetterbericht sieht für die nächsten Tage nicht gut aus. Es ist ein schlechter Start in die Saison. So, jetzt kommt die erste Stornierung. Da das Wetter nächste Woche sehr unsicher ist, wir müssen deshalb schweren Herzens die Buchung für 4 Personen auf die Namen Jawohl, Storno. Ich verstehe Leute, was sollen die hier oben, die können nichts machen, bringen sich unter Umständen in Gefahr, weil Whiteout ist, kommen dann nicht mehr weiter. Also das ist total okay für mich. Es ist nur nicht okay, wenn einer nicht absagt, einfach nicht kommt. Erstens einmal habe ich Bedenken, ist irgendwas passiert? Muss ich vielleicht schauen, wo geht der um? Und dann habe ich halt schon gekocht und dann, also das ist ärgerlich. Aber wenn einer früh genug absagt, ist das total okay. Da muss man ruhig bleiben. Das ist, wie es ist. Mei. Also das regt mich nicht auf. Nein, nein. Wir sind ja der Natur ausgeliefert. Die gibt den Ton an. Und das finde ich auch spannend und gut. Man kann Gott sei Dank das Wetter noch nicht beeinflussen. Aber die Oberariach-Hütte ist eine kleine Hütte. Mit gerade einmal 30 Plätzen zum Übernachten. Da tut Ihre Absage weh. Ich bin nicht nur Idealistin, ich muss ja auch meinen Lebensunterhalt verdienen und meine 2 Kollegen auch. Aber man braucht einfach die Ruhe abzuwarten, weil es ist nicht ewig schlecht. Die kommen schon, die Gäste. Da muss man einfach die Ruhe behalten. Und nach vielen Jahren Hüttenerfahrung weiß ich das auch. Irgendwann kommen halt dann mehr, andere. Ist kein Problem. Ich meine, wenn jetzt 4 Wochen natürlich so ist, dann werde ich sicher auch nervös. Immerhin. Eine Gruppe sollte für heute zum Saisonstart noch kommen. Der Dario Andermatt lebt mit dem Ski auf Britannia-Hütte. Vor 10 Monaten hat er sich die Achillessehne gerissen. Ja, es ist... man macht sich jetzt Gedanken. Das letzte Mal, als du die Schuhe anhast, hast du es mit Gewalt abgezogen. Und mit Höllenschmerzen. Und jetzt bin ich drin und jetzt sehen wir, wie es tut. Und erstes Gefühl, ja, es ist ja, der Fuß ist im Schuh drin, eigentlich fixiert. Und trotzdem hast du im Hintergedanken immer noch den Teil vom Sturz. Aber jetzt geht das Leben wieder los und sehen wir. Ja, und das da sind die Unfallski gewesen. Die nehmen wir nicht. Das sind schlechte Omen und jetzt nehmen wir die neuen und auf geht's. Die Britannia-Hütte wird schon seit fast 50 Jahren von Andermattas geführt. Seitdem ich 5 Jahre alt war, bin ich schon immer dem Vater und der Mutter helfen. Ja, und für mich hat es eigentlich nichts anderes gegeben, als wenn es irgendwie möglich ist, eines Tages mal die Hütte weiterzuführen. Per Talstation hat er mit seinen 2 Hüttenhilfen abgemacht. Also an diesem Schritt komme ich den einem nicht nach. Bravo, guten Morgen, guten Morgen. Alles so weit, so gut, gell? Die Felskinnbahn geht bis auf 3000 Meter über Meer rauf.
Da fährt der Weg zur Britannia-Hütte an. Ich bin wieder zurück. Ja, jetzt wieder gesund. Über Nacht hat es dort oben 60 cm Schnee angeworfen. So viel neuer Schnee. Das gibt dem Dario zu denken. Von der Bergstation Felskinn ist es eigentlich nicht weit bis zur Britannia-Hütte. Mit den Ski etwas mehr als eine Stunde. Aber der Weg, der geht mit durch einen Lawinenhang. Wir sehen überall spontane Schneebretter, die gekommen sind, ohne dass man es gesprengt hat. Und wenn wir jetzt hier auf der Terrasse zum Teil 60 cm Neuschnee, ja, und mein Gefühl sagt mir, das riskieren wir heute nicht. Der Plan B ist am nächsten Tag mit dem Heli rauffliegen. Das kostet, aber ist sicherer. Es geht nur mit und nicht gegen die Natur. Das sehen wir heute. Das ist zu gefährlich mit dieser Lawinenstufe. Ja, da muss man einfach auch mal über die Schwelle springen und sagen, im Zweifel nicht und einfach ein bisschen die Erfahrung walten. Ja, und sonst machst du den Job aber nicht lang. Jetzt ist noch alles ruhig auf der Renatsch-Hütte. Schon bald bringt der Heli die Einkäufe für die Saison. Stellen das Netz bei uns direkt vor den Keller. Geht etwa 7 Minuten und ist die schnellste und einfachste Art zum Shoppen. Online-Shopping mit Heli-Lieferung vor den Keller. Ciao. Jetzt losfliegen. Super, wir sind bereit. Merci, dann schönen Tag. Ciao, Silvana. Und los geht's. Helm auf, Heli kommt. Der Dani hat als Hüttenwart schon viel Heli-Shopping gemacht. Nervös ist er gleich jedes Mal. Wenn irgendetwas schief geht, wenn etwas kaputt geht auf dem Transport oder beim Netz absetzen oder wenn es fest windet und irgendetwas tut nicht, man ist schon auch angewiesen auf das. Und das ist so ein bisschen auch wieder die Spannung. Heute ist aber zum Glück ideales Flugwetter. Wenigstens für den Heli kein Problem. Geschenke! Gehen wir hinter. So. Ja. Oh, Kürbis! Ein Kürbis habe ich bestellt. Ein Kürbis bestellt Das und sind 3 etwa bekommen. 4. Der Dani und Jill probieren möglichst viel selber zu machen. Wir kochen. Salbei. Nachhaltig kochen. Ohne Fertigprodukt. Mit dem werben sie für ihre Hütte. Man braucht auch mehr Zeit, wenn man es selber macht, aber wir nehmen uns die Zeit, weil wir gerne kochen und gerne gut essen. Die Leute schätzen es auch und es ist auch besser und frischer. Galege Kürbis. Kochen tun sie primär vegetarisch. Fleisch gibt es noch wenig. Salami und Rohschinken für Plättchen. Also Salami für Sandwich und Rohschinken, Bündnerfleisch so für Plättchen. Und auch Salsitz für Plättchen oder Salsitz mit Brot können Sie zum 4 bestellen. Die Hütte haben sie jetzt noch für sich. Die Saison fängt erst in ein paar Tagen an. Was ist meins? Was nicht? Jetzt hat mich okay. Auf der Terrasse mit schönen Bergen, jetzt in Ruhe mal sitzen und die Bergwelt geniessen. Das ist ja, so wie ein Ferienhaus oder ein Maiensäß oder ja, man ist ganz allein für sich. Das ist ganz anders, wie wenn Gäste sind nachher, wenn man für Gäste da ist. Oh nein! Nein, ich glaube nicht.
Am Morgen ist der Hüttenchef Daniel mit seinem Team vom SAC Richtung Tal los. Jetzt geht es gegen den Nachmittag und das Wetter wird immer krasser. Ja, salut, hoi, ciao Lukas. Und dann? Endlich hat der Corsin jemanden für Gruppen am Telefon. Okay. Es hat einen Grund, dass sich der Hüttenchef Daniel nicht gemeldet hat. Jawohl. Merci, ja, alles Gute, gell? Ciao, ciao. Also, Sie sind alle gut runter. Ja. Der Dani mit dem Heli. Der hat oben bei den ersten 2 Schwüngen den Fuß verknackst, nicht mehr weitergegangen. Konnte nicht mehr fahren. Ja, du weißt ja nicht, was ist. Der Fuß Ja, verknackst, das ja, kann viel ja. sein. Mhm. Ja. So ist alles gut, hat bis auf 3000 ist es weich gewesen. Aha. Fuß verknacksen kannst du auch bei strahlend schönes Wetter, oder? Aber das ist gut, dass sie einfach zurückgerufen haben, weil das sind eben dann die Geschichten, die nicht gut rauskommen, wenn man keinen Rückruf hat. Nein, ich bin froh. Wird alles gut. Okay? Die Brigitte erwartet trotz dem schlechten Wetter eine Gruppe, die für Finsteraarhorn, das ist die Nachbarshütte, her will kommen. Es ist aber nicht klar, ob die Tourengänger bei diesem Wetter wirklich los sind. Für uns alle Hüttenwarte ist es eine ganz schwierige Situation, wenn Leute nicht auftauchen, sich nicht abmelden. Weil du weißt ja nicht, sind die losgegangen? Sind die irgendwo? Brauchen die Hilfe? Haben sie vielleicht kein Netz? Ist ganz schwierig. Der Brigitte bleibt nichts anderes als abwarten. Wenn ich die dann nicht erreiche und ich bin sehr beunruhigt, dann frage ich erst mal die anderen Hütten, sind die von euch losgegangen? Haben die gesagt, wohin? Hat es da schon Probleme gegeben? Und wenn sie es wirklich so zuspitzt, dass ich das Gefühl habe, ja, jetzt könnte was passiert sein, dann nehme ich Kontakt mit den Rettungsorganisationen auf. Es stürmt immer gestörter. Oberarjoch-Hütte, hallo? Oui, c'est Philippe de Finsteraarhorn-Hütte. Non. Okay. Super, das ist gut. Bonne chance. Salut. Sie bleiben. Keine Gefahr. Gute Entscheidung. Ist ihm schwer gefallen, zu sagen, er kommt nicht. Aber gut. Ein paar Tage später, eine Gruppe von Bergsteigern ist mitten im Sturm für Nachbarshütten los. Normal hat man 3 Stunden und bei diesen Verhältnissen musst du fast das Doppelte rechnen. Das sind oft Situationen, wo die Leute glauben, sie müssen weitergehen, weil sie die nächste Hütte reserviert haben, weil der Job wartet, man muss ins Tal, man muss wieder nach Hause. Aber auch das ist nicht ein Grund, sein Leben zu riskieren. Niemals. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».